Ein Zankete. Noch 3-mal schlafen, noch 2-mal schlafen, noch einmal schlafen. Ja, noch einmal mussten sie schlafen, Patricia und Bernhard, und dann ist schon Weihnachten. Aber jetzt gerade haben sie noch nicht an die Weihnachten gedacht, die zwei. Zanket haben sie. Solo! Dodge! Eine blöde Gans haben sie einander angebänkelt. Sie sind einander durch die ganze Wohnung nachgerannt und haben die Türen geschlitzt. Patricia hat dem Bernhard den Finken weggenommen. Der hat ihn wieder wollen und ist Patricia nachher. Das hat ihm der Finken nach den Kopf geschmissen und für das hat es der Bernhard jetzt verdröschen. Aber es ist im Gang wieder entwutscht, einmal unter dem Tisch durch, einmal über das Ruhebett ein, einmal durch die Küche aus. Aber jetzt, bei der Balkontüre, hat Patricia am Ärmel packen und es gehabt. Es hat die Arme über den Kopf gehabt und gewartet auf Bernhards Tröschlägle und wo gang nichts kam, hat es gelüstert, was echt los ist. Der Bernhard ist bockstill gestanden und hat keine Bewegung gemacht und gang nur auf den Balkon rausgestiert. Da hat Patricia die Arme fallen und hat rausgeschaut auf den Balkon. Es hat das Wunder genommen, was echt dort besonders sei. Was es begriffen hat, ist ihm ein Geiss raus. Das Bäumli, das Weihnachtsbäumli, war nicht mehr dort. Patricia und Bernhard haben einander hängen angeschaut. Sie haben gerade gewusst, warum das Weihnachtsbäumli verschwunden ist. Die Mutter hat lang genug gesagt, die ewige Zankerei gefalle dem Bäumli nicht mehr. Es ging etwa nicht mehr weiter. Jetzt hat es gelenkt und jetzt ist es wirklich fort. Ja, was jetzt? Auf einmal nicht mehr zanken, das war beiden klar. Aber ob echt das gelenkt hat? Wir könnten alle Schuhe putzen, hat Patricia geküschelt. Der Bernhard hat genickt und sie sind sämtliche Schuhe reichen, die sie in der Wohnung gefunden haben, und haben sie auf den Balkon rausgetragen. Dort haben sie gebürstet und geribbelt und gewichset und glänzt, dass es eine Freude war. Als sie die Schuhe wieder versorgt hatten, sind sie hinter einem Vorhang gelüsteln, ob das Bäumli wieder käme. Aber vorläufig hat sich noch nichts gezeigt. Wo ist eigentlich die Mutter so lange geblieben? Sie hat gesagt, sie gehen hurtig Kommissionen machen, sie sollen dann nicht wieder zanken. Jetzt hat es schon gefeistert. Oh, wenn sie doch nur nicht zanket hätten. Patricia hat leislich angefangen. Es hat sich gesagt, das gäbe ein trauriges Weihnachtsfest, so ohne Bäumli. «Schweig doch», hat der Bernhard gekiffelt. «Es kommt erst recht nicht, wenn du rennst.» Dabei war es so ihm ums Heulen. «Wir könnten noch den Tisch decken», hat er vorgeschlagen, und Patricia war einverstanden. Sie sind die Teller und Tassel und das Besteck reichen und haben den Tisch deckt für die Nacht. Gerade als sie fertig waren mit Tischen, ist die Mutter heimgekommen. «Hat das Leute gehabt», hat sie beistet, als sie die Taschen abgestellt hat. Und als sie den fertig gedeckten Tisch gesehen hat sie voller Freude gesagt, «Es seid ihr, Liebe, das ist jetzt eine Überraschung.» Aber als sie ihre Kinder genauer angeschaut hat, sie gesehen, dass Patricia ganz vergrennete Augen hat und der Bernhard auch eine Mucke macht. Da hat sie wissen, was gegangen ist, und sie musste erzählen. Patricia hat wieder zu lauter Wasser geblärt und jetzt hat auch der Bernhard das Gesicht in die Arme gelegt und die Schluchzen hat ihn geschüttelt. Die Mutter hat das traurige Bild ein Zeitchen gemustert, nachher sind sie die Balkontür auftun und haben rausgeschaut. «Bernhard, Patricia!» hat sie gerufen. Sie sind schauen. Richtig, das Weihnachtsbäumli war wieder da. «Das ist gut», hat der Bernhard gesagt und tief geschnauft. Patricia ist raus auf den Balkon neben dem Tandli runtergerüppelt und hat ihm leislich versprochen, «Bäumli, jetzt wollen wir nicht mehr zanken.»